Ihr Lieben, wer freut sich auf die Weihnachtszeit? Hey, als ich heute Morgen die Frage gestellt habe, war es richtig still. Was ist mit den Eltern los? Wir lieben Weihnachten, ich liebe Weihnachten, wenn alles so anfängt, dekoriert zu werden. Man kann den Baum schmücken, vielleicht hast du zu Hause auch schon angefangen, die Weihnachtsdekoration aufzubauen, schon Weihnachtslieder zu hören. Und ich weiß, als Kind habe ich es auch geliebt, Weihnachten zu haben. Als Kind ist es nochmal etwas ganz Besonderes, so richtig magisch. Und ich weiß nicht, ob du auch eines Tages mal im Krippenspiel mitgespielt hast. Wir haben jetzt hier unter uns welche, die bei der Christmas Experience mitspielen. Ich habe als Kind es geliebt, bei uns in der Church im Krippenspiel mitzuspielen. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich eines der Kinder war, die dann auf der Bühne stand und den kompletten Text vergessen habe. War nicht ganz so gut. Deshalb spiele ich nicht mit bei der Christmas Experience. Hey, aber wenn du dich magst erinnern an den Moment beim Krippenspiel, vielleicht hast du auch schon mal mitgespielt und du sitzt als Kind so da und dann werden die Rollen verteilt. Und ich weiß noch, ich war richtig nervös und ich saß da und dachte mir, welche Rolle bekomme ich dieses Jahr? Und dann haben sie die Rolle von den Engeln verteilt und ich dachte mir so, boah, ich will unbedingt einen Engel spielen. Wie cool ist das? So ein weißes, schönes Gewand und dann so ein Stern und dann darfst du die Freudenbotschaft verkündigen und sagen, fürchte dich nicht, denn ich habe eine große Botschaft für euch, denn euch ist heute der Heiland geboren. Ist das nicht cool? Dann wurden die Rollen der Hirten verteilt und ich dachte mir, boah, aber so ein Hirte zu spielen, das ist im Fall auch richtig nice. Du bist da irgendwie mit diesem Schaffell am Feuer und es ist eisig und kalt und dann plötzlich kommen diese krassen Engel, verkünden dir, dass der Heiland geboren wird und du bist einer der Ersten, die diese Nachricht hört, dass der Gott im Himmel, den du anbetest, den du liebst, seinen Sohn auf diese Welt bringt, um dir zu begegnen, um dich zu retten. Dann wurden manchmal auch dann eben die Hauptrolle verteilt und ich habe immer gebibbert und gedacht, hoffentlich darf ich dieses Jahr Maria spielen. Ich habe sie nie bekommen. Tja, aber Maria war für mich immer ein absolutes Highlight und ein absolutes Vorbild. Ich meine, sie antwortet Gott und sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Sie bringt so eine Gehorsamkeit, so ein Vertrauen Gott gegenüber, ein absolutes Vorbild. Dann gab es eine meiner Lieblingsrollen, die ich oft gespielt habe. Die Schafe. Und ich erzähle dir jetzt ganz genau, wieso die Schafe eigentlich die coolste Rolle haben. Weil erstens, du hast das coolste Kostüm überhaupt an. Zweitens, du musst keinen Text auswendig lernen. Ich glaube, ja genau, das kann, glaube ich, jeder noch hinbekommen. Drittens, du warst mitten im Geschehen drin. Du saßt noch vor der ersten Reihe und ich konnte zuschauen, wie alle so gespielt und gesungen haben. Und ich war mittendrin. Und viertens, du hast auch ein Dankesgeschenk bekommen, wie alle anderen auch. Ich habe es geliebt, ein Schaf zu spielen. Gibt es jemanden, der auch schon mal ein Schaf gespielt hat in der ich bin nicht allein. My friends. Hey, und dann gab es immer diese eine Rolle, wo ich mich ganz genau daran erinnere. Und um diese Rolle hat sich irgendwie nie so richtig jemand drum gestritten. Und das war die Rolle von Josef. Und ich meine ganz ehrlich, wenn wir in die Weihnachtsgeschichte denken, dann ist Josef jetzt nicht so die Person, die heraussticht. Er ist jetzt nicht so die heldenhafte Person, der jetzt irgendwie etwas Krasses tut oder sagt. Josef ist vielmehr so der stille und ruhige Begleiter von Maria. Eben der halt bei der Krippe so neben ihr und hinter ihr steht. Und diese Rolle war irgendwie nie so richtig attraktiv. Mein Dad hat mir vor kurzem erzählt, dass er der festen Überzeugung ist, dass nachdem Maria ja ihr Kind bekommen hat, Josef sicherlich der Erste gewesen sein muss, der Jesus die Windeln gewechselt hat. Und das mag schon sein, aber ganz ehrlich, das macht die Rolle jetzt nicht attraktiver. Du willst das nicht unbedingt machen, ich weiß, wovon ich rede. Also Josef wollte irgendwie niemand so richtig spielen. Aber heute lesen wir die Weihnachtsgeschichte. Und heute setzen wir Josef ins Zentrum, wollen seinen Charakter anschauen, was er für eine Persönlichkeit hat. Weil eigentlich, wenn wir die Weihnachtsgeschichte mal ganz genau anschauen, ist Josef eine total unterschätzte Person. Bringt er einen Charakter vor, wo ich glaube, dass wir heute Abend rauslaufen werden und sagen werden, eigentlich möchte ich sein, wie Josef war. Für mich war der Josef so ein Typ im Stil von mitgegangen, mitgehangen, mitgefangen.
Ja, es hätte auch in der Weihnachtsgeschichte der Marcel sein oder der Jan oder der Ken. Jetzt ist halt der Josef geworden. Der ist halt irgendwie so in die Geschichte hineingeschlittert. Das ist so meine Überzeugung, als ich früher die Weihnachtsgeschichte durchgelesen habe. Und jetzt, als ich mich so in das Leben von Josef hineinversetzt habe, habe ich gemerkt, eigentlich hätte es niemand anders sein können, außer der Josef, der die Verantwortung auf sich genommen hat, der die Entscheidung getroffen hat und der es möglich gemacht hat, dass Jesus in dieser Familie auf die Welt kommen. Und ich finde, Josef ist ein krasses Vorbild, wenn es darum geht, zum Jesus in die Welt zu bringen, zum einen physisch, zum einen geistlich, aber auch symbolisch für unser Leben. Ich möchte mit euch zusammen anschauen, was wir denn genau über Josef wissen. Zum einen wissen wir, er war ein Zimmermann. Er hat den Beruf von seinem Sohn Jesus und seinen anderen Kindern weitervererben können. Gegenüber Gott treu gewesen oder gerecht, das lesen wir aus der Weihnachtsgeschichte. Er ist ein Nachkommen vom König David und das ist relativ wichtig für die Prophezeiung, die Gott damals am König David gemacht hat, wo er ihm gesagt hat, dieses Reich wird ewig bestehen. Er ist der Ehemann von der Maria und zu guter Letzt Jesus Adoptivvater. Und wirklich viel mehr wissen wir nicht über den Josef. Man redet auch nicht mega viel über ihn. Meistens, wenn man vom Josef redet, dann meint man, der vom Alten Testament, der mit Ägypten. Und dann ist so, ja nein, es gibt im Neuen Testament auch noch einen. Stimmt. Warum reden wir so wenig über den Josef, den Ehemann von der Maria? Ich glaube zum einen, weil Wissenschaftler davon ausgehen oder Historiker, dass er relativ früh verstorben ist. Wir lesen zum letzten Mal von ihm, wo Jesus etwa 12 Jahre alt ist und dann verschwindet er so von der Bildoberfläche. Das Zweite ist, und das fasziniert mich mega, dass der Josef keinen einzigen direkten Dialog in der Bibel hat. Es gibt kein einziges Wort, das aufgezeichnet worden ist, wo der Josef gesprochen hat. Und mich hat das ein Zitat erinnert von Franz von Assisi, wo er sagt, predige das Evangelium und falls notwendig, braucht dazu Wörter. Predige das Evangelium und falls notwendig, braucht dazu Wörter. In meinem Kopf ist es immer umgekehrt abgespeichert gewesen. Wenn ich das Evangelium predige, dann habe ich versucht, mit meinen Worten so viel reinzubringen und so viel Gewicht zu geben, wie nur möglich. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich in meiner Schulzeit meine Freunde, sie haben einladen an Christmas Experience, das Ostermusical. Ich habe ihnen gesagt, hey, es ist so ein wichtiger Moment, kommt in die Christmas Experience. Es ist so ein krasser Event. Und während der ganzen Schulzeit ist nicht einer von meinen engsten Freunden einmal an so einem Event in die Kirche gekommen. Und ich habe gedacht, hey, was mache ich falsch? Sind meine Wörter einfach schlecht, die ich wähle? Kann ich sie nicht richtig überzeugen? Wo klemmt es? Oder es hat die Diskussionen gegeben mit meinem atheistischen Freund, der immer wieder so kritische Fragen zum Glauben gestellt hat und gesagt hat, ja Simon, die Wissenschaft ist schon längstens weiter. Wie kannst du die Bibel glauben? Das stimmt doch nicht, ein allmächtiger Gott. Das kann gar nicht aufgehen. Und ich habe mich dann versucht, so zu wappnen und zu sagen, hey, nein, schau da, theologisch, es sieht so aus, historisch damals im Kontext so und so und so. Und ich habe gemerkt, ich komme mit meinem Wissen an Grenzen. Und immer wieder habe ich gedacht, wenn ich nur bessere Worte finden würde, wenn ich nur bessere Argumente bilden könnte, dann würden meine Freunde anfangen, an Jesus zu glauben. Und ich musste begreifen, dass die Wörter, die wir brauchen, nur die Spitze ist vom Eisberg. Und darunter gibt es einen riesigen Teil, das ist unser Charakter, unsere Entscheidungen, die wir treffen und die Art und Weise, wie wir mit unseren Freunden und unseren Mitmenschen umgehen. Und ich glaube, in dem ist der Josef ein krasses Vorbild, wenn es darum geht, das Evangelium zu predigen, ohne ein einziges Wort zu sagen. Wenn wir in die Weihnachtsgeschichte reinschauen und sie anfangen zu lesen, dann steht da Folgendes. Mit der Zeugung von Jesus Christus verhielt es sich so. Seine Mutter Maria war mit Josef schon rechtgültig verheiratet, aber sie hatten die Ehe noch nicht vollzogen. Da stellte sich heraus, dass Maria ein Kind erwartete, durch die Wirkung des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, war großmütig und wollte sie nicht vor Gericht bringen. Deshalb hatte er vor, sich stillschweigend von ihr zu trennen. Also wenn wir Josef das erste Mal in der Weihnachtsgeschichte begegnen, dann lesen wir Folgendes. Er ist rechtsgültig mit Maria verheiratet, aber sie hatten die Ehe noch nicht vollzogen. Ich glaube, wir haben schon 1000-mal in der Weihnachtsgeschichte das gelesen und hast du dich mal gefragt, was es eigentlich bedeutet? Weil die Hochzeit dazumals im Neuen Testament hat ein bisschen anders ausgesehen, wie wir sie heute kennen. Damals bestand die Hochzeit aus verschiedenen Phasen.
Es gab die Verlobung. Und die Verlobung war nicht einfach, dass ich einen Antrag gemacht habe oder beziehungsweise der Mann der Frau den Antrag gemacht hat, ihr den Ring gegeben hat, sondern die Verlobung damals hat bedeutet, dass du als Bräutigam bereits den Brautpreis an die Eltern der Braut gezahlt hast. Also du merkst, das kostet dich schon etwas. Und obendrauf wurde der Ehevertrag bereits geschrieben und war ab. Also die Verlobung war dazumals schon eine gesetzliche Verbindung zwischen diesen Ehepartnern. Und dieses Stadium hat bedeutet, dass wenn einer der Ehepartner fremd geht, er als Ehebrecher, als Ehebrecherin dasteht. Dieses Stadium hat bedeutet, wenn der eine Partner verstirbt, du zurückbleibst als Witwe oder Witwer. Also du merkst, die Verlobung ist schon ein ganz schön konkreter Schritt. Und nach der Verlobung gab es die Vorbereitung des Bräutigams. Der Bräutigam hat sich zurückgezogen, hat angefangen, das Haus zu bauen, angefangen, die Hochzeitspläne zu machen, um dann eines Tages, wenn er fertig war, und das hat zum Teil mehrere Monate gedauert, bis er das Haus aufgebaut hatte, die Braut nach Hause bringen konnte. Und erst dann gab es die öffentliche Zeremonie. Jetzt fragst du dich, warum ist das wichtig zu wissen? Wenn wir in der Weihnachtsgeschichte lesen, sich Maria und Josef in dieser Phase hier befinden. Josef ist gerade am Träumen. Gerade ist er am Pläne machen für seine Zukunft. Ich kann mir vorstellen, dass er da ist und sich überlegt, wie viele Kinder werden wir einmal haben? Wie werden wir sie nennen? Wie groß muss ich das Haus machen? Wie viele Räume braucht es? Was möchte Maria für Blumen zum Hochzeitstag haben? Was möchte sie zum Hochzeit für ein Kleid anziehen? Und ich glaube, er macht sich Gedanken, er plant und träumt von seiner Zukunft. Und dann lesen wir, während er am Planen ist und am Träumen ist, steht, und dann stellte sich heraus, dass Maria ein Kind erwartete. Schwanger? Gerade war Josef noch am Träumen und dachte, hey, aber ich habe eine Zukunft mit Maria. Ich freue mich, sie eines Tages in mein Haus zu holen, und von der einen auf die andere Sekunde werden alle Pläne, die er gemacht hat, alle Träume, die er hatte, plötzlich zerstört. Ich glaube, dass richtig krasse Wut in Josef drin war, dass Enttäuschung sich breit gemacht hat, sich gefragt hat, wie konnte Maria ihm das antun? Wie konnte sie ihn so verletzen? Er wollte sie doch heiraten. Das bedeutet, dass wenn die Person unschuldig ist, ihr nichts passiert. Wenn sie aber schuldig ist, sie öffentlich bloßgestellt wird. Dass alle wissen, es ist eine Ehebrecherin. Und dieser Becher der Bitterkeit zerstört ihre innerlichen Organe, damit Maria nie wieder schwanger werden kann. Möchte Josef das Maria antun? Ihr Leben zerstören? Auf der anderen Seite hat Maria doch gerade eigentlich seine Pläne, sein Herzen, sein Leben zerstört. Und du siehst, Josef steht vor einer fast unmöglichen Aufgabe. Und wenn wir hier pausieren, dann glaube ich, dass die Weihnachtsgeschichte diese Frage auch uns zuspielt. Wo haben wir Situationen, wo wir verletzt werden von unseren Mitmenschen? Von den Menschen, die uns am nächsten stehen? Von einem Partner, von einem Ehepartner, von einem besten Kollegen? Wo hast du Pläne gemacht für deine Zukunft mit dieser Person? Und dann stellt sich raus, dass diese Person dich verraten hat, betrogen hat, dich zutiefst verletzt hat, dich hintergangen hat. Wie gehst du in diese Situation um? Wie reagierst du, wenn du von deinen Mitmenschen so verletzt wirst? Das Spannende ist, dass die Bibel uns eine weitere Charaktereigenschaft von Josef gibt. Es steht, er ist großmütig. Großmütig bedeutet wörtlich gerecht. Und der Begriff schließt die Verantwortung für den Mitmenschen, Liebe und Barmherzigkeit an.
Also Josef, lesen wir, ist ein gerechter Mann. Er ist gerecht gegenüber dem Gesetz Gottes, möchte, dass das Gesetz Gottes in seinem Leben zur vollen Wirkung kommt, es voll einhalten kann. Und auf der anderen Seite ist er aber gerecht auch gegenüber Maria, aufrichtig zu ihrer Beziehung. Und Josef steht vor einer fast unmöglichen Aufgabe. Er muss sich entscheiden zwischen Gerechtigkeit und Gnade. Auf der einen Seite steht Gerechtigkeit und Josef könnte sich entscheiden, Maria vor Gericht zu bringen, wie es das Gesetz Gottes verlangt, sie bloßzustellen, weil er weiß, dass er nicht schuldig ist und er wäre schön draußen aus dieser Situation. Er hätte das Recht dazu. Auf der anderen Seite könnte er sich dazu entscheiden, sagen, aber ich bin auch gerecht gegenüber Maria und ja komm, wir ignorieren die Situation, machen Schwamm drüber, ich baue das Haus einfach fertig, wir heiraten und keiner merkt das. Und spätestens dann, wenn Maria dieses Kind aber zur Welt bekommen würde und er sieht, dass das Kind nicht seins ist, merkst du, dass die Gefühle wieder hochkommen würden. Wie entscheidet sich Josef? Hingerissen zwischen Gerechtigkeit und Gnade. Und das, was ich unglaublich krass finde von Josef, ist, er entscheidet sich für einen Mittelweg. Er entscheidet sich für Barmherzigkeit. Wir lesen, Josef wollte sie nicht vor Gericht bringen. Deshalb hatte er vor, sich stillschweigend von ihr zu trennen. Das, was Josef hier macht, ist, er wählt einen Mittelweg. Er lässt sich trennen von ihr, das ist Gerechtigkeit, aber er macht es nicht öffentlich, damit Maria bloßgestellt wird, sondern stillschweigend. Und somit ist er gerecht auch gegenüber der Beziehung zu Maria. Obwohl er in Kauf nimmt, dass die Menschen nachher munkeln und sagen, du steckst vielleicht doch auch unter der Decke. Sonst hättest du es ja öffentlich machen können. Siehst du, was Josef macht? Er wählt Barmherzigkeit. Er nimmt einen Teil der Konsequenzen von der Entscheidung, die Maria getroffen hat, mit auf sich. Und wenn wir hier pausieren und vorspulen an das Kreuz von Jesus, dann ist das, was Jesus macht, genau das Gleiche. Dort, wo wir eigentlich vors Gericht gebracht hätten werden müssen, dort, wo wir eigentlich sündhaft geworden sind vor Gott, wo wir fehlhaft sind, wo das Gericht Gottes uns eigentlich sagt, dass wir zu diesem Gott keine Nähe haben können, lässt sich Jesus ans Kreuz nageln. Lässt sich Jesus bespucken an dem Kreuz, auslachen am Kreuz, obwohl er ohne Fehler war. Er wählt den Weg der Barmherzigkeit, damit wir heute dastehen können und Gott in die Augen schauen können, damit wir Gnade erleben in unserem Leben. Und das beeindruckt mich. Wenn wir weitergehen in die Geschichte der Weihnachten, dann sehen wir, dass der Josef an einem ganz krassen Punkt gestanden ist. Während er noch hin und her überlegte, erschien ihm im Traum der Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, du Nachkomme Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, kommt vom Geist Gottes. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Dies alles geschah, damit in Erfüllung ging, was der Herr durch den Propheten angekündigt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den werden sie Immanuel nennen. Der Name bedeutet, Gott steht uns bei. Der Josef ist in einer krassen Situation. Er ist hin und her gerissen, hat nicht gewusst, was er machen soll. Und im nächsten Moment kommt der Engel und gibt ihm eine krasse Offenbarung. Und wenn man den ersten Satz so anschaut, dann glaube ich, dass eine Wahrheit sich da herauskristallisiert, die auch für unser Leben gilt. Und zwar, dass oft unser grösster Tiefpunkt der Beginn ist von Gottes größtem Sieg. Der grösste Tiefpunkt in deinem Leben ist oft der Moment, wo Gott dir eine Offenbarung gibt, wo der grösste Sieg in deinem Leben hervorgeht. Und er dir irgendetwas zeigt über seinen Charakter, wo du eine Offenbarung bekommst über eine Bibelstelle, über irgendetwas, wo du merkst, das wird dein Leben nachhaltig als Herz von Gott bringen. Und ich finde das so krass zu sehen, der Josef ist völlig am Ende, weiss nicht, was er machen soll, und der Engel kommt und gibt ihm die krasse Offenbarung. Zum einen sagt ihm der Engel, hey, weisst du was? Die Maria war treu gewesen und das Kind kommt vom Geist Gottes. Das ist der gleiche Geist, wo im 1. Mose über dem Wasser geschwebt ist und die erste Schöpfung ins Leben gerufen hat. Der gleiche Geist ist jetzt im Buch von der Maria wieder am Werk und bringt eine neue Schöpfung hervor. Und der Josef hat gemerkt, erstens, seine Frau ist nicht untreu gewesen und zweitens,
Gott ist treu gewesen gegenüber seinem Versprechen vom König David, gegenüber seinem Versprechen für Israel und für die ganze Welt, wo er sagt, ich werde einen Messias schicken, der euch wird retten. Und der Josef hat gemerkt, wow, crazy. Was ist das für eine Offenbarung? Im Moment vorher bin ich noch hin und her gewesen, habe nicht gewusst, was machen. Ich meine, meine Frau ist untreu und auf einmal kommt der Engel und sagt, ich bin Teil vom grössten Plan, was es überhaupt gibt. Er tobt das im zweitnächsten Satz, wo er sagt, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Und das Wort sein Volk. Und der Josef hat gewusst, das Volk von Gott ist Israel. Israel ist das Volk von Gott. Aber da sagt der Engel, Israel ist das Volk vom Kind. Also ist das Kind nicht einfach nur irgendein Prophet oder ein nächster König oder sonst irgendein krasser Richter. Das Kind ist Gott höchstpersönlich, der im Bauch von seiner Frau heranwächst. Und er ist ein Teil davon. Ich glaube, spätestens zu dem Zeitpunkt ist eine Explosion in seinem Hirn losgegangen, wo er nicht mehr gewusst hat, wo oben und unten ist und wahrscheinlich schweißbadend aufgewacht in der Nacht und er denkt, what? Ich? Wird Gott soll erziehen? Also ich selber als Simon bin schon überfordert mit der Erziehung von meiner Tochter und dann willst du Gott höchstpersönlich müssen erziehen. Nein Gott, bitte nicht Gott, mach das so Gott. No chance. Und ich glaube, der Josef war an einem Moment, wo er gemerkt hat, ich bin gerade vorher noch am tiefsten Moment gewesen, Gott gibt ihm eine Offenbarung und er ist ein Teil vom grössten Sieg, was es überhaupt gibt. Wie krass ist das? Und so ist es, wenn wir Jesus im ersten Moment annehmen, in unserem Leben und merken, ich möchte mich entscheiden, zu Jesus zu gehören. Es ist ein Feuerwerk an Emotionen, das losgeht. Doch irgendwann kommt der Moment, wo so Realitätsgedanken wieder anklopfen. Der Josef ist wahrscheinlich aufgewacht am nächsten Morgen und hat gemerkt, hey, warte mal. Der Engel hat ja da noch etwas gesagt. Etwas ganz, ganz Simples. Scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Aber weißt du, was Konsequenzen sind, wenn er Maria als seine Frau annimmt? Seine Nachbarn, seine eigene Familie, sein Dorf, sie können ja rechnen. Okay, sie sind verlobt. 9 Monate geht's, um ein Kind auf die Welt zu bringen. Dann war die Hochzeit. Der Josef, der war untreu gegenüber Gott. Aha, ich habe es schon immer gewusst. Also wenn du Jesus in deinem Leben annimmst und du sagst, ich möchte Platz machen für dich, bedeutet das, dass wir das Risiko auf uns nehmen, öffentlich unser Gesicht zu verlieren. Wie? Du gibst 10% in die Kirche. Hast du das Gefühl, das bringt etwas? Wie du bettest, wenn du krank bist? Also ganz ehrlich, die Wissenschaft ist schon längstens weiter. Du kannst doch nicht einfach durch Wort, wo du aussprichst, deine biologische Zusammenfassung irgendwie neu richten, damit es dann funktioniert. Also ganz ehrlich, das ist ja ein Witz. Und überhaupt, Gott, du glaubst doch wohl nicht an das alte Zeugs aus der Bibel. Ich glaube, oft stehen wir komisch da, wenn wir uns für Jesus bekennen, zu Jesus bekennen und sagen, doch, ich glaube an das, was Jesus für uns gemacht hat. Und das hat auch der Josef gewusst. Wenn er sich öffentlich zu Jesus bekennt, dann wird er eine Lachnummer werden. Dann werden die Leute sagen, pah, du bist der gerechte Josef. Ja, sicher nicht, wir wissen ja genau, was du gemacht hast. Und er wird seinen Ruf verlieren, weil er die Maria annimmt und die Menschen das Gefühl haben, er vertuscht etwas. Nur weil er sich für Jesus entscheidet. Und das finde ich so einen krassen Punkt. Der zweite Punkt ist, dass der Josef weiss, sein Leben wird sich verändern. Ich bin Vater geworden dieses Jahr und ich kann euch sagen, eine Tochter zu haben oder einen Sohn zu haben, verändert das Leben komplett in jedem Aspekt. Egal, ob ich am Einkaufen bin, egal, ob ich am Schlafen bin und ich weiss, am nächsten Tag muss ich eigentlich Energie haben, spielt ihr keine Rolle, sie kommt 5-mal in der Nacht. Das Leben ändert sich in jedem Aspekt. Und das auch beim Josef. Er hat sein Leben das zweite geplant. Und jetzt ist es das dritte. Und er merkt, seine Pläne, die er am Anfang gemacht hat, die muss er über den Haufen rühren und sagen, okay, jetzt kommt Jesus in meine Familie, ich adoptiere ihn. Nicht mehr mein Weg soll passieren, sondern dein Weg, Jesus. Dein Weg, Gott, darf passieren. Und ich glaube, da drin ist so viel Wahrheit, dass wenn wir sagen, Jesus, ich möchte dich in meinem Leben haben, kommt Jesus und sagt, okay, Simon, aber du musst Platz machen für mich. Nicht mehr mein Wille soll passieren, sondern dein Wille, Gott, soll passieren. Und ich glaube, der Josef ist ein krasses Vorbild, wenn wir sehen, was für ein riesiges Segen entsteht, weil er sich in den Hintergrund setzt und sagt, Gott,
Du darfst in meinem Leben machen und Entscheidungen treffen für mich. Ich glaube, wenn Franz von Assisi sagt, predige das Evangelium und falls nötig, gebrauche Worte, dann ist die Geschichte von Josef unglaublich eindrücklich und ein Beispiel dafür, wie wir das in unserem Leben ausleben können. Weil weißt du, manchmal versuchen wir Worte zu finden, diesen Charakter von unserem Gott, den wir anbeten, den wir lieben, zu beschreiben, an unsere Mitmenschen, an unsere Familie, an unsere Freunde, die vielleicht nicht gläubig sind. Und dann versuchen wir zu beschreiben, wie krass dieser Gott ist, wie liebevoll dieser Gott ist, wie großzügig und gut dieser Gott ist. Und dann steht Josef da und durch seine Taten zeigt er den Charakter Gottes, ohne ein einziges Wort zu sprechen. Seine Taten erzählen mehr als 1000 Worte es jemals hätten tun können. Weißt du, Josef hatte Pläne für seine Zukunft. Er hatte Pläne gemacht mit Maria, er hatte sein Business in Nazareth, Pläne für Familie und mit Maria als Frau verheiratet zu sein. Und diese Pläne zerbrechen von einer auf die andere Sekunde, als er enttäuscht wird von der Person, die er am meisten geliebt hat, von seiner engsten Person. Und ich glaube, die Weihnachtsgeschichte fragt uns hier, wie wir damit umgehen. Wie gehen wir in diesen Momenten um, wo wir verletzt werden von unseren Leuten, die uns am nächsten stehen? Wenn unsere Pläne plötzlich zerbrechen, die wir eigentlich hatten. Wie gehst du damit um? Weil die Welt, die sagt uns, du hast das Recht, die andere Person schuldig zu sprechen. Du hast das Recht, Vergeltung zu suchen. Du hast das Recht, negativ über sie zu reden. Weil sie hat das und das und das getan. Sie hat dich betrogen und verletzt. Du hast das Recht dazu. Das ist das, was die Welt uns sagt. Und dann steht Josef da und er geht den Weg der Barmherzigkeit. Und ich glaube, Josef zeigt uns aus, dass wenn wir an einen Gott glauben, der barmherzig ist, wir in der Lage sind, Barmherzigkeit zu zeigen für unsere Mitmenschen. Du bist in der Lage, in deinem größten Tiefpunkt, wenn du verletzt bist, deinen Mitmenschen Barmherzigkeit zu zeigen. Nicht, weil wir das halt so machen oder weil Josef das gemacht hat, sondern weil unser Gott barmherzig ist. Weil er uns vergeben hat. Und dann erfährt Josef, dass dieses Kind, das Maria in sich trägt, der Geist Gottes hervorgebracht hat. Dass es Jesus ist, der Retter der Welt. Und er weiß, er lässt seine Pläne jetzt komplett los. Die Pläne, die er gemacht hat, übergibt er in Gottes Hände. Und sagt Gott nicht mehr, meine Pläne sollen passieren, sondern deine Pläne. Und ganz ehrlich, wenn wir die Weihnachtsgeschichte weiterlesen, dann lesen wir, dass Josef und Maria nach Bethlehem gehen. Dass sie dort keine Unterkunft finden. Dass sie dann weiter flüchten müssen nach Ägypten. Und ganz ehrlich, wenn man das so liest, dann denkt man sich, und das ist der Plan Gottes? Weißt du, manchmal sind die Pläne Gottes nicht unbedingt die einfacheren Wege in unserem Leben. Ich glaube, einfacher wäre es gewesen für Josef, in Nazareth zu bleiben, sein Handwerk zu haben, mit Maria dort zu sein, Kinder großzuziehen. Aber er entscheidet sich, all das aufzugeben, all die Konsequenzen zu tragen und entscheidet sich für Gottes Weg. Und ich habe mich gefragt, wie konnte Josef das? Wie konnte er in eine Ungewissheit hineingehen? Die Pläne, die er hatte, loszulassen. Wie kannst du das? Wie kannst du deine Pläne, die du für deine Zukunft hast, vielleicht bist du im Studium drin, hast einen Beruf, wie sind wir fähig dazu, loszulassen, wenn Gott anklopft und sagt, ich habe einen anderen Plan für dich? Und ich glaube, Josef konnte das, weil er diesen Gott persönlich kannte. Josef wusste, dass dieser Gott so viel Liebe in sich hat. Dass dieser Gott so großzügig ist. Dass dieser Gott, in den er glaubt, so viel Mitgefühl hat. So ein guter Vater ist. Und er wusste, kein Plan, den er sich jemals machen kann auf dieser Welt, kann das toppen, was Gottes Plan für sein Leben ist. Nichts auf dieser Welt ist mehr wert, als Teil zu sein von Gottes Plan. Auch wenn das bedeutet, dass wir loslassen, dass wir gewisse Änderungen in unserem Leben, in unserem Lifestyle haben, dass du auf gewisse Partys vielleicht nicht mehr gehst, gewisse Freundeskreise vielleicht nicht mehr hast, weil du merkst, sie tun dir nicht mehr gut.
Und weißt du, wir beide kommen von einer Geschichte, wo wir gemerkt haben, Gott ruft uns in etwas Neues hinzu. Ich war mitten im Studium drin, Simon war fertig mit der Schule, wollte eigentlich studieren gehen, wo Gott uns berufen hat, Kirche zu bauen. Und weißt du, der Weg Gottes zu gehen, ist nicht unbedingt der einfachere. Auch wir haben Höhen und Tiefen erlebt. Aber wir wissen, dass es alles wert ist, diesem Gott nachzufolgen. Weißt du, und die Pläne, ich möchte das noch richtig stellen, wenn du dich entscheidest, Gottes Plan anzunehmen, heißt es nicht unbedingt, dass du in der Kirche arbeiten musst. Das war für uns so. Vielleicht bedeutet das für dich, dass in die Arbeitsstelle, in die Gott dich hineinberuft, du das Mandat bekommst von Gott, für deine Kollegen zu beten, für die da zu sein, zu zeigen mit deinen Taten, dass es einen Gott im Himmel gibt, der barmherzig ist, der liebevoll ist. Welche Pläne hast du, wo du vielleicht noch festhältst? Und wo stehst du heute da und sagst, aber eigentlich habe ich Gott noch nie gefragt, was eigentlich sein Plan in meinem Leben ist. Ich habe diese Entscheidung vor 6 Jahren getroffen, als ich auf einer Konferenz war, in einer der hintersten Reihen. Und ich habe gewusst, den Plan, den ich für mein Leben habe, ich übergebe ihn in Gottes Hände. Und du kannst das. Und wir wollen genau das heute machen. Unsere Pläne Gott hinstrecken und sagen, Gott, ich liebe dich von Herzen. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte die Pläne, die ich gemacht habe in meinem Leben, dir hinstrecken und dich fragen, was hast du für einen Plan in meinem Leben? Ich glaube, die Geschichte von Josef ladet uns ein, immer wieder den Heiligen Geist in unser Leben hineinzuladen und zu sagen, schau, dort, wo ich gerade stehe, egal ob es vor einem Tiefpunkt ist in unserem Leben, ob wir im Tiefpunkt uns befinden, egal ob wir Pläne gemacht haben und es sieht anders aus. Ich möchte mit euch zusammen beten, dass der Heilige Geist, der damals im Buch von der Maria den grössten Sieg hervorgebracht hat, dass der Heilige Geist auch in unserem Leben sein darf und dass der Heilige Geist uns eine Offenbarung geben über den Sieg, den Gott mit unserem Leben vorhat. Egal wo wir stehen, egal durch was für einen Struggle dass wir durchgehen, egal was für öffentlichen Widerstand dass wir facen müssen, egal was für einen Lifestyle-Change das wir haben, dass der Heilige Geist uns ausrüsten und ready machen für das, was er parat hat. Ja, Vater, ich möchte Danke sagen, dass du dich entschieden hast, das Universum, die ganze Schöpfung nicht einfach in Eigenregie durchzuführen, sondern dass du Menschen brauchst wie ein Josef, eine Maria, uns alle, die da sind, die online zuschauen, dass wir einfach sagen, okay Jesus, nicht mein Wille soll passieren, sondern dein Wille soll passieren. Ich danke dir, Vater, dass du uns berufst, einen Teil von deinem Königreich zu bauen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen berühren darfst, dass du zu uns reden darfst, zu jedem Einzelnen, der da zuschaut, der in die Kirche kommt, in die Gemeinschaft kommt. Und uns den nächsten Schritt aufzeigen. Was ist dran für uns? Ganz konkret, ganz individuell. Amen. Hey, wir hoffen, die Message hat dich ermutigt und hat dich weitergebracht in deinem Lauf mit Jesus. Oh ja. Wenn du merkst, dass Gott irgendetwas gesprochen hat in dieser Predigt, dann schreib es dir doch gerade auf, weil wir vergessen so schnell, was Gott redet. Schreib es irgendwo auf in dein Journal oder in dein Handy in den Notizen. Wir lieben unsere Leute, die online sind, möchten aber gleichzeitig dich auch einladen, komm mal vorbei. Absolut, komm mal vorbei. Und komm uns Heu sagen, dir ist eine Hand schütteln, wäre schon noch nice. Und am 5 Uhr geht es da übrigens schon los, so in kleinen Gruppen, die aber offen sind, wo du gerne auch kommen darfst. Und sonst am 7. Uhr in unsere Celebration. Und vor allem abonniere unseren Telegram-Kanal, dort kommst du immer mit über, was gerade läuft. Oder kommst mal in ein Camp oder irgendetwas so. Yes, hey, bist gesegnet und wir wünschen dir eine super Woche. Ja.